Standel Didi und gebe meinen Senf ab, wie der Händelmeier, zu dem Thema 1860 München. Fangen wir zuerst einmal mit dem an. Spiel am vergangenen Sonntag. Burschen, ihr habt das total super gemacht, bloß ein Tor geschossen. Der Kampf war da, eigener, hervorragend. Die anderen, klasse, fußballerisch, hat es auf Fußball ausgeschaut. Torschancen waren da, weil er halt nicht reingegangen ist, haben wir dämlicherweise deppert 1-0 verloren. Aber wir lassen die Fresse nicht hängen. Wir sind Löwen. Wenn dann einer sagt, er geht nicht ins Stadion, wenn einer sagt, wir steigen ab, wenn einer sagt, viel Teufel, was war das für ein Schmarrn? Das war kein Schmarrn. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir kämpfen, wir gewinnen und wir werden unsere nötigen Punkte auch noch holen. 60 ist unabsteigbar. Und selbst wenn wir runterrennen dann, was ich nicht glaube, ich habe gestern noch einen Kasten Augustiner gewählt, dass wir nicht absteigen. Ja, Scherben bringen Glück und das Eskertass hat es mir auch noch runtergepfeffert am Standl. Gott sei Dank habe ich eine Ersatztasse. Alles ist geregelt, alles ist gerichtet. Absteigen deren wir nicht. Das habe ich jetzt auch noch gereimt vorher, habe stundenlang geübt, irgendwas, jawohl, wenn wir gerade beim Thema sind, schauen wir mal, das ist ein schmutziges Stück. Aber wir sind bei 60, wir konzentrieren uns auf die Löwen. Ich sage euch gleich, ich habe am Sonntag Feuer gesehen, ich habe am Sonntag gespürt, die wollen, dass wir die 3 Spiele, werden wir noch die nötigen Punkte holen, dass wir nicht Tabellenplatz 17 einnehmen. Und wenn wir ein bisschen ein Gefühl haben, werden wir genau 15. Dann braucht man nicht einmal ein Relegationsspiel. So, jetzt kommen wir dann zum anderen Thema. Jetzt denke ich, was spinnt denn jetzt rum? Der Lieberknecht. Normal sage ich ja über einen Trainer anderer Mannschaften gar nichts. Ich mische mich auch nicht ein. Ich habe selber früher Fußball gespielt, du hast die 90 Minuten auf Zockern gehauen, hast gesagt, du Arsch, du Wichser, Hurensohn, alles hast du gesagt nach dem Spiel. Hände geschüttelt, alles war vergessen. Was tut er? Der Zipfi aus Braunschweig, sind auch Löwen, aber halt aus Braunschweiger Löwen, macht sie wichtig, sagt uns an, dass er beleidigt worden ist. Dann die bläde Tusse, die bläde geschissene Matz von Sky, sagt, aus 30 Meter hätte sie erkannt. Sie, der Ratz, soll sich kümmern, dass er mal gescheit bürsteln wird. Ich werde gleich so beizig und in der werde ich dann auch. Aber ich reiß mich zusammen. Reiß dich zusammen, jawohl, der Schlampen, der Mistige, aus 30 Metern, als sie sagen, ja, ich kann das nur bekräftigen, dass der so was Ähnliches gesagt hat. Die kennen alle gar nicht Portugiesisch, ich kann Portugiesisch, Bom dia, to the bang, muito obrigado, haben wir doch alles gelernt für unseren Trainer, der ist klasse. Und wenn er heute mal in den 90 Minuten ausflippt, war der Schiri, wie man zugegebenerweise auch sagt, ein Volldeppert, der Langhaxer, die arrogante Vollzipfe, ein Scheiße hat er Pfiffer. Und wenn man dann einmal zwischendurch mal irgendwas sagt, was nicht so war, dann muss man das einfach lässig drüber stehen. Und vor allem er, der Lieberknecht, ich bin noch drum geguckt am Presseblock, hab gesehen, wie er permanent überbleiben hat und wie er das zu den Fans, mich wundert ja sowieso, dass da der Verein sich nicht wehrt, dass sich die Fans nicht wehren. Dieser Zipfel von Lieberknecht hat permanent in den Haupttribünenblock einer da, so hat er sich weggemacht, hat so rumgestikuliert. Für das hätte er eigentlich einen Fotzen braucht. Aber Prügelscharf ist verboten, Gott sei Dank. Gell? Aber dass der dann unseren Trainer hier hängt, dass der dann unseren Trainer hier hängt, das finde ich ganz schön billig. Unsportlich zu uns und dann die Reporter und die Presse, die Medien, Bildzeitung, du wirst schon wieder schreien, vorverurteilt werden sie doch schon wieder. Der Arme, wie heißt der gleich wieder, warte mal, der Hacko Pixter, der vom DFB, der Klar, der mal gespielt hat, jetzt fällt mir sein Name wieder. Hacko, nein, der Klar. Fix ist ja wurscht. Auf alle Fälle ist er bei mir am Stadtl schon da gewesen. Die hat er drüben an der LMU bei den Juristen studiert. Und ich sag's euch gleich, wenn er ein bisschen Hirn hat, sagt er ganz einfach, keine Strafe, du zahlst 1 Euro Obolus ans SOS Kinderdorf und der Kasse Bissen. Sperren brauchst du nicht, weil das war die absolute Frechheit. Und vor allem der Lieberknecht, wenn ich den irgendwann einmal sehe, sage ich, Birschall, so ein Zipfel, wie du bist da nicht einmal das Blätter Herrin wert, gar nichts bist du wert. Also, ich habe mich ausgelassen. Löwen, wir steigen nicht ab, aber nur, wenn wir alle zusammenhalten, auch nach Dresden, daheim gegen Bochum, auch wieder 40.000, Stimmung machen, und dann fahren wir nach Heidenheim. Und das wird es dann sein, wir steigen nicht ab. Und Lieberknecht, sei froh, dass du nicht bei mir irgendwann mal am Start vorbeikommst, weil er so ein Fall ist am Maden, bleibt der I ins Maden schirm, dass du bleibst du. So, das kannst du mir auch sagen, weil ich hab jetzt eine richtige Meinung gesagt. Du Arsch.